Hallo zusammen, das ist Crown Cletus oder Chris. Hoffe, es geht euch gut. Aus aktuellem Anlass möchte ich euch gerne das Gameplay oder auch mehrere von der letzten Crown Party, Crown Party 5 war das, auf der PS3 zeigen. Das wird doch ein bisschen im Hintergrund laufen. Und vom Thema her, wie ihr im Titel schon gelesen habt, geht es eigentlich mal ein bisschen darum, wachsen auf YouTube, mehr Abonnenten bekommen. Ein bisschen so in dieser Richtung möchte ich das Commentary mal gestalten, weil langsam aber sicher sind wir jetzt beim Crown Channel auf dieser unglaublichen Tausiger Abonnenten-Marke angelangt. Und wie ihr häufig seht bei vielen Videos, heisst 1000 Abonnenten nicht unbedingt 1000 Aufrufe pro Video. Es gibt immer wieder solche, die ein bisschen darüber aushauen und aus welchem Grund auch immer noch viel mehr Views generieren, aber normalerweise hat man eigentlich meistens so ein Drittel von den Abonnenten sind aktiv. Das kann man fast auf allen Kanälen beobachten. Bei denen, wo der Wert höher ist, umso besser. Und dann gibt es zum Teil auch fast tote Kanäle, wo Leute irgendwie 600, 700 Abonnenten haben und vielleicht gerade mal 10 Videos aufrufen. Dort scheint etwas falsch zu laufen. So nicht unbedingt jetzt wie in der Schule so eine Lehrstunde sein, sondern halt einfach mal ein bisschen erzählen, wie ich das Ganze sehe. Ich habe mich jetzt hier nicht gross informiert. Es gibt sicher 1000 andere Videos, wo das ein bisschen erklärt wird. Es gibt sicher auch Zeug, wo fundierter beleidigt ist, auf Fakten basierend und alles. Es sind sicher auch gute Videos. Ich mache hier aber sogar ein bisschen halt Freestyle. Und zwar möchte ich auch mit dem ersten Punkt anfangen. Und das ist eigentlich der einfachste im Sinn von Erklärung. Aber auch ziemlich ein Härtegrad. Und zwar ist das einfach das Dranbleiben, das Durchhalten, das Durchziehen. Weil es gibt so viele Kanäle, die mal ein paar Videos machen und dann merken sie, dass es doch noch sehr aufwendig ist. Und dann flaut es ein bisschen ab und dann kommt irgendwann gar nichts mehr. Viele merken aber auch, dass es halt, ja, Zeitaufwand schon noch erstaunlich hoch ist. Auch wo man immer denkt, dass so ein Video einfach gemacht ist und schnell gemacht ist. Und spielt es zum Teil halt auch ein bisschen ins Privatleben rein. Und da ist klar, YouTube ist definitiv nicht das Wichtigste. Es ist aber doch so, dass wenn man sich etwas vornimmt, sollte man auch probieren, solange es einem noch Spass macht, natürlich auch ein bisschen dran zu bleiben. Und im optimalen Fall hat man natürlich so eine Agenda, wo man, keine Ahnung, jederzeit weiss, was kommt, vielleicht pro Tag und dann noch mit der genauen Zeit, wenn die Videos aufgeladen werden und Zeug und Sachen. Und das führt halt dazu, dass wie Serien im Fernsehen oder so, es können sich die Leute auf einen bestimmten Zeitpunkt freuen. Das kann auch dazu führen, dass ein bisschen mehr Leute dann gerade zum gewünschten Zeitpunkt das Video anschauen und so weiter und so fort. Wäre optimal natürlich irgendwie, ist mir aber ein bisschen zu strikt. Ich tue lieber so ein bisschen dann, wenn es mir gerade mehr gelustet eins machen und vielleicht zwischendurch gerade mal ein paar Tage chillen oder so. Und ja, darum Respekt an die jeden Tag etwas bringen. Kommt dann vielleicht auch mal wieder, aber auf der anderen Seite einfach dann Videos posten, wenn es euch gelustet. Das ist am besten, weil das sorgt dafür, dass ihr euch nicht irgendwie im Stress oder gezwungen fühlt. Und einfach dranbleiben, wie gesagt. Es kommen immer wieder grössere und kleinere Steine, die sich einem hier in den Weg stellen. Und darum ja, einfach ein bisschen durchhalten. Und auch wenn man am Anfang ein bisschen das Gefühl hat, dass es ein bisschen eine Durststrecke ist oder so, ich weiß auch nicht genau, die ersten 100 Abonnenten waren fast am spannendsten gewesen und klar ist immer noch weltspannend und mache es auch immer noch gern. Aber es ist schon noch etwas anderes und darum denke ich, die Leute, die jetzt 100'000 Abonnenten haben oder so, klar kann es auch sein, dass man den einen oder anderen kennt, aber ich schätze das halt im Moment noch sehr, dass man sich auch ein bisschen mit den Abonnenten kann austauschen kann. Und ja, das wird halt immer näher weiter wegrücken. Je mehr Leute das einem abonniert haben und je mehr Leute das auch Zeug schreiben, häufig wird auch ein bisschen Crap geschrieben, mit dem muss man rechnen, aber eben, es ist YouTube und das Internet. Die Veränderung, dass man jetzt mit dem richtigen Namen auch bei YouTube auftritt, hilft schon ein bisschen. Aber man ist zum Glück nicht gezwungen, das zu machen. Ja, eben, dranbleiben.
einigermaßen regelmäßig etwas posten. Dann, was ist noch? Punkt 2, kreativ sein. Und das ist eine Härte, weil es hat alles schon in irgendeiner Form mehr oder weniger gegeben. Und von dem her fühlen gewisse Leute sich auch ein bisschen anbeißelt, weil jetzt das oder jene irgendetwas kopiert oder so. Aber da muss eigentlich niemand das Gefühl haben, er sei der Erfinder von irgendetwas gewesen, finde ich auch. Und darum soll jeder machen, was er will. Und wenn irgendetwas nachgemacht wird, ist doch das auch ein Zeichen, dass es eigentlich noch etwas Gutes ist. Darum, wie soll ich sagen, könnt ihr vielleicht auch mal ein bestehendes Konzept von jemandem nehmen, das ein bisschen auf euch hier, auf euch das Gusto anpassen und dann so irgendwie eine Serie starten oder eben eine spezielle Idee haben. Muss aber dann auch mit dem nötigen Interesse und dem Spass von eurer Seite passieren, weil wenn es zu fest halt irgendwie aufgesetzt wirkt oder so, keine Ahnung, dann connectet es dann auch bei den Fans vielleicht auch nicht so. Darum vielleicht auch überlegen, als dritten Punkt, wo ist man gut, was kann man gut, keine Ahnung, kann man jetzt gut das Gameplay kommentieren, ist man eher jemand, der ein bisschen so über das Leben texten, der Themen aufgreift, redet man langsam, redet man schnell, kann man vielleicht aus dem etwas machen. Es sind halt immer so ein bisschen die, wie soll ich sagen, die kleinen speziellen Sachen, die er hervorstechen, wenn man jemandem zulässt oder etwas zuschaut. Irgendetwas muss einfach ein bisschen hängen bleiben. Es wäre hilfreich, wenn man nicht unbedingt wie jemand vor Stangen halt tönt und Gameplays zeigt. Darum eben ein bisschen kreativ sein und das kombinieren mit dem, wo man gut ist. Und klar, da kann man stundenlang überlegen und gewisse haben das Gefühl, ich bin nie gut oder ich kann nichts gut, aber wieso nicht mal etwas probieren? Wieso nicht mal etwas probieren? Und das Feedback den Leuten ist dann auf jeden Fall auch sicher immer vorhanden. Und wenn es jetzt nicht gerade allzu toll ausfällt, okay, so hat man auch wieder etwas gelernt. Das wird man dann in Zukunft nicht unbedingt machen. Aber da hat man wenigstens mal etwas probiert, ein bisschen aus der Masse hervorzustechen oder wie auch immer sagen. Ja. Somit habe ich auch den vierten Punkt gerade ein bisschen eingeleitet. Und das wäre eben, was die Zuschauer gerne haben, was die Zuschauer gerne sehen. Der Wachstum vom Crown Crew Channel ist auf jeden Fall auch den Booster- und Campersaal-Videos zu verdanken. Und auch wenn die Leute, die gerne sehen, vielleicht jetzt nicht unbedingt Videos gerne schauen, wo ich mal was anderes, Game, wo vielleicht nicht so im Mainstream ist, zeige oder so. Was willst du machen? Entweder es zeigt mir immer das Gleiche und dann ist man dann früher oder später fast ein bisschen ausgelutscht. Oder man versucht in meinen Augen ein bisschen zu variieren, ein bisschen verschiedene Facetten zu zeigen und ja, es ist echt nicht schwierig. Die Zuschauer werden schlussendlich immer, die ja zulassen, das sind ja dir im Moment, werden immer darüber richten, wie etwas ist und ob es gut oder scheiße ist oder get the fuck off oder weißt, was auch immer. Und darum, Punkt 5, wird es schon ein bisschen weiterdenkend und zwar vielen ist ja das Motto schnell wachsen, gross werden und so und das kann auf jeden Fall ein Ziel sein. Der eine oder andere hat vielleicht das Gefühl, dass er sogar Geld verdienen kann mit YouTube und je nachdem, was man jetzt zeigt und ich meine, wenn es jetzt etwas ist, wo auf Schweizerdeutsch ist, hast du schon verloren, das ist klar. Aber eben, wenn jemand etwas Grafisches macht oder auch mit Musik, dann kann man unglaublich viele Leute erreichen und eben, da ist vielleicht das Ziel, ein bisschen Geld zu verdienen, will man dort her. Es ist noch wichtig, dass man sich überlegt, was man eigentlich gerne möchte. Und bei mir ist das halt einfach effektiv so, wenn ich mir jetzt überlege, wie viele coole Leute und eben auch vor allem coole Gamer, die zum Teil doch auch recht angefressen sind, so wie ich jetzt eigentlich durch den Channel gefunden habe, durch Crown Crew gefunden und jetzt auch viele Leute wirklich einfach auch einen regen Austausch haben. Es ist nicht so, dass ich vorher einsam und allein daheim bin gehockt, aber gerade so in meinem Kollegenkreis hat es jetzt nicht unbedingt so viele angefressene Gamer. Und klar, Call of Duty spielt nur der eine oder andere, aber um ein Gamer zu sein, finde ich eben, reicht es nicht unbedingt, nur Call of Duty zu spielen, aber das ist ein anderes Thema. Wo ich eigentlich darauf raus wollte, ist, das Ziel von mir war eben einerseits die Community gewesen, wo halt nicht ganz so gut geklappt hat, gerade, vor allem in den Anfangswochen, Monaten.
Und andererseits eben neue Leute kennenzulernen, die in der Schweiz verteilt sind, und zwar nur in der Schweiz, weil dort kann ich auch jemanden besuchen. Klar, Deutschland, die gerade an der Grenze wohnen oder so, okay. Aber eben, wie gesagt, das ist eben auch in meinen Augen der Vorteil an einem schweizerdeutschen Kommentator. Man kann sich relativ gleich mal sehen, wenn etwas angesagt ist. Man kann auch chillig mit der Post mal etwas hin und her schicken oder so. Klar, Ausland ist auch nicht mehr so eine Sache wie früher, aber wie gesagt, wenn es mal ein Treffen gibt oder so, alles ein bisschen chilliger. Alles schön auf Schweizerdeutsch, so wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Und darum war eben das auch ein bisschen mein Ziel. Nehmen wir durch, ein paar neue Leute, die cool sind, kennenzulernen. Das ist absolut passiert. Somit habe ich mein Ziel nehmen wir durch schon erreicht. Und klar, das Ziel kann auch immer sein, eben grösser zu werden und zu wachsen. Aber ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, dadurch, dass mit mehr Leuten wird es auch immer mehr Spastis geben, die irgendwie etwas Beklopptes zu erzählen haben. Und unter diesen Spastis wird es auch immer wieder coole Leute haben, das ist mir absolut bewusst. Aber eben, je mehr Abonnenten, umso mehr hohle Schauen sind auch drunter. Und eben, ich will da nie irgendjemandem zu nahe treten, aber ich habe auch absolut verstanden, dass nicht unbedingt in der Masse nach das liegt, was ich persönlich suche. Aber die Kommunikation, der Austausch, die Leute, die man ein bisschen kennen und so, weil eine Masse ist auch immer so ein bisschen gesichtslos. Das ist einfach ein riesen Haufen, wo dir sicher x-tausend Likes oder Views geben, wie auch immer. Aber du oder eben du oder auch du dort hinten oder du, der so laut aufgetragen hast, das sind alles Leute, die ich noch immer durch vielleicht eines Tages auch wieder kennenlernen, ein gewisser Austausch dann auch vorhanden kann sein. Und das finde ich eben cool. Das ist das, was ich nice finde. Darum sind meine Ziele natürlich schon erreicht. Aber das Ziel ist natürlich gleichzeitig auch etwas, wo kontinuierlich am Laufen ist. Das Ziel ist, die Videoqualität zu verbessern. Das Ziel ist, keine Ahnung, mich sprachlich vielleicht noch ein bisschen zu verbessern und die ganzen Ams und Bindewörter oder was auch immer wegzulassen. Ziele können auf mehreren Ebenen eigentlich stattfinden. Und ich finde, wenn das einzige Ziel ist, gross zu werden, das einzige Ziel ist, 1000 Abonnenten zu haben, um dann bei den Kollegen zu bluffen oder so, dann ist es fast ein bisschen schade, weil dann ist der Spass und die Unterhaltung, die man dort eigentlich bei diesem Medium YouTube finden kann, gar nicht so vorhanden. Und wenn ich sehe, was ich jetzt alles gelernt habe bezüglich Videoschneiden und Effekten und Equipment, und das sind alles so kleine Boni, die ich auch schon gesehen habe. Hey Mann, da habe ich etwas dazu gelernt, wo ich sonst vielleicht gar nicht Kontakt hatte. Und ja, somit ist das Ganze eigentlich eine ziemlich gute und stimmige Sache. Quintessenz von diesem fast viertelstündigen Text ist sicher einfach, schauen, dass es noch Spass macht, ein bisschen auf die Zuschauer eingehen, ist ja logisch, ihr wollt ja etwas präsentieren. Dann ist es so, dass ihr ein bisschen aufs Feedback hören solltet. Hört nach euch das Zeug auch mal selber an. Hört, wie tönt das? Würdet ihr euch selber überhaupt zulassen? Und klar kann das irritierend sein, aber wenn du merkst, dass die Qualität irgendwie nicht so stimmig ist, dass irgendetwas immer abgehackt ist oder dass man die nicht so gut versteht, dann musst du dann einfach auch sagen, du könntest ich vielleicht noch ein bisschen dran schrauben und dann kommt das schon gut. Und nicht zu früh über das Ziel rausschießen. Und bei 50 Abonnenten schon das Auto verschenken oder so. Das ist ein bisschen extrem gesagt. Sondern alles Schritt für Schritt. Verballert nicht gerade die guten Ideen, die ihr habt, alle schon in den ersten 3-4 Wochen. Sondern baut ein bisschen etwas auf, spart ein bisschen etwas auf, zu den richtigen Momenten ein bisschen etwas Spezielles zeigen. Es ist jetzt nicht so, dass man unbedingt eine Ausbildung braucht. Aber wenn man sich so gewisse, ich sage jetzt dem sogar mal strategische Überlegungen macht, ist das gar nicht so schlecht. Ist das gar nicht so schlecht, wie so oft im Leben, wenn man zu fest Vollgas geben oder so, zu fest haspelt und raspelt, dann ist man viel schneller ausbrennt, als wenn man gewisse Sachen vielleicht mal ein bisschen chillig angeht und einfach Schritt für Schritt und sich halt einfach auch über die kleinen Schritte freut und nicht einfach möglichst schnell, möglichst gross werden. Das kommt dann schon, wenn ihr den Ehrgeiz und das Durchhaltevermögen habt. Weil es ist je mehr Leute das ihr als Abonnenten habt, umso grösser ist die Chance, dass ihr etwas Neues dazu gewinnen könnt. Darum, einfach dranbleiben. He? Hoffe, es hat ein bisschen geholfen. Das wäre es mal von meiner Seite fürs Erste. So, und für die bis jetzt durchgehalten haben, merci vielmals zuerst einmal. Es waren viele Infos, das ist mir klar. Aber wie gesagt, hoffentlich auch etwas Lehrreiches. Ich möchte noch kurz auf 2 Channels hinweisen. Und zwar haben wir neuen Zuwachs bekommen in unserem Crown-Universum. Und zwar ist auf dem PC der Reason dazugekommen. Er hat auch einen Channel. Die Verlinkung ist gerade hier.
und in der Beschreibung. Checkt den mal aus. Ganz eine gute Sache, interessante Videos und Top-Qualität für das, dass er erst gerade angefangen hat. Und das Gleiche gilt eigentlich auch für Swiss Drivers, die aus dem Trooper und dem Deadmau5 bestehen. Sie sind von PS3 und auch ihren Kanal hier und ihre Beschreibung. Checkt es mal aus, sie haben ein cooles Feature gemacht zum Anfang, haben sich gegenseitig vorgestellt. Und dann würde ich jetzt noch ein bisschen von diesem vergnüglichen PS3 Crown Party 5 Gameplay im Hintergrund laufen. Vielen Dank an Screech nochmal, dass er das alles hat aufgenommen hat, dass wir ihm hier zuschauen beim Spielen. Und es hat wirklich Spass gemacht. Herzlichen Dank auch an alle anderen, die dabei waren. Endlich auch mal gesehen, was der Rufus für ein Biest ist. Ja, schön zusammen. Endlich! Nein! Schon! Oh, nein! Sehr geil. Oh! Hä? Rocket Aber Dude! das Komische ist, ich habe mich nicht selber wieder zurückgesetzt. Ach, okay. Also. Das ist sicher Nein, nicht nein. schlau. Ja. Jawohl. Nein. Danke. Nein, Mann! Ja. Oh, okay. Oh, das ist schnell. Oh, shit. Ah. Ja. Du wirst dich freuen. Ich glaube nicht, dass du wirst dich Sicher freuen. erst automatisch. Nein. Schokolade. Ich sag's dir nachher. Also. MG Zielsuche, Sekundärwaffe, Shotgun, Schokoladien und Essmine. Killstreaks, Guardian, Geschütz und Hunter-Killer. Nein! Das ist immer gut. Der Wichsermann. Das ist jetzt nicht schlecht. Kurz vom Guardian. So gemein. Er muss aufhören, auf diesen Wängen rumzukrabbeln. Ah, sorry. Hinter uns. Am Gillen. So. Chillen. Ach, Huhn! Nein, Alter, kurz vom Guardian. Ja, Camper Street. Alle im Camper, Haus, dann wenn sie aber automatisch holen. Alle bei 10 im Haus. Die spawnen jetzt bei A. Pizza noch nicht. Schön. Das ist aber schön gewesen, du. Ja, nein, das sind alle. Also in der Region dort. Oh nein, da ist auch noch einer. Aber witzig.
Nein! Killen sie, die machen meine Praxis kaputt. Nein! Und ich habe so eine schöne Taktik gehabt, also nein, ich bin so assi. Ahnung. Aber jetzt soll nur mal seinen Kopf rausstrecken und ist schon traurig. Nein! Er wirft mir 20 Ja, das ist schade, hä? Meter. Was war Das ist gutes Bild. Ja, genau, der liegt am Boden. Nein! Du Drecksack, Mann! Der gleitet der kleine Wichser. Ja, ich überlege. Ah, jetzt habe ich den Panda rausgespielt. Nein, ich habe ihn gesehen, jetzt soll ich sagen. Wir sind eine weniger. Irgendjemand von uns geschossen gehabt. Ja, wir sind nur noch 4. Ja! Ja! Ah, der sniped der kleine Drecksack. Mann! Mann! Und kurz weg. Oben im Haus bei C. Gegen B aber. Nein, leg kompensiert. Auf wie viel geht's normal? 100 nehme ich an. Ja, sicher, Alter, die Shotgun trifft nicht, man, was ist die Scheiße, weißt du, Haus? Weißt du, Haus? Entschuldigung. Oh, Handtelefon, sich zu mir. Alter! 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 Ey, Alter, ich bin jetzt 4-mal hintereinander von einer anderen Kill. Mann! Oh, alle spawnen bei A, alle bei A.
Ja. Ja, also der x-te Panda, der kommt mir irgendwie bekannt vor, der regt mich ein bisschen auf, der kleine Wichser, Alter. Ganz wenig. Alter, hör mal auf, campen, du kleine Drecksmatte, Mann! Hey, Alter! Schließen 3 Türen. Wieso sind wir am Feuer? Kleine Dreck... Oh, die campen nur, Mann, die campen nur! Bitte noch normal, Gott verdammt normal! Und der Killer-Taktik-Einstieg Sniper hat glitschert C4. Ey, ich mach mit so einer dreckigen Hurensohn-Klasse, glaubst du? Glaubst du? Ja. Hey, also ich bin jetzt einfach so reich mit Appenvoll und Vollautomatik, also ich schwör's. Ich. Aha. Mit dem Tuchfassen, Mann. Ja, nein, aber ein Tabel. Kann er umgehen. Ein Tabel, der Rufus und der Blazer. Das war schön gewesen. Normal. Ja. Der trifft immer. Nein, aber was ist bei euch passiert? Sind da ein paar Rage quittet oder was? Ja, das sind Noobs, Alter, ja, das sind nur Noobs. Nein, nein, Schuss. Ja, wenn man so spielt, wie der Rage quitten normalerweise. Stimmt, der mit dem LMG und der Shotgun im Haus gehockt ist mit seinen Stockstäben der S-Minus verbuddelt hat. Jetzt kann Norman gehen. Ja, die wäre schön aufgegangen, die Technik. Ja, mach nur, weißt du. Seite kommen. Egal.